Isaak und Rebekka. Wo der Isaak genug alt war, hat der Abraham wollen, dass er eine Frau aus der alten Heimat Mesopotamien heiratet. Darum hat er den Knecht, der Eliezer, mit vielen Geschenken auf Haran zurückgeschickt. Er hatte den Auftrag, unter den Verwandten von Abraham eine passende Frau für den Isaak zu suchen. Wo der Eliezer die Stadtmauer, wo ihm so vertraut war, gesehen hat, hat er angehalten beim Wasserbrunnen vor der Stadt. Hoffentlich geht alles gut, hat er gedacht. Wenn mir eine Frau gefällt, wie soll ich dann wissen, ob sie die richtige ist für den Isaak? Und was soll ich machen, wenn sie gar nicht mitkommen will? Er hat sich nicht anders zu helfen gewusst, als einfach einmal zu beten. Du, mein Gott und der Gott vom Abraham, gib mir doch ein Zeichen. Wenn jetzt dann die Mädchen aus der Stadt da am Brunnen kommen, Wasser holen, dann frage ich, ob ich auch ein bisschen Wasser zum Trinken bekomme. Wenn dann eine dabei ist, wo ganz freundlich sagt, ja, trink nur, und ich gebe auch deinen Kamel noch zu trinken, dann soll das die richtige Frau sein für den Isaak. Kaum war er fertig mit seinem Stossgebet, ist auch schon ein herziges Mädchen aus der Stadt gekommen. Sie hat einen Krug getragen auf den Schultern und ist zum Brunnen gelaufen. Der Eliezer hat ein bisschen Herzklopfen gehabt. Er ist aber doch auf sie zugegangen und hat gesagt, «Ich habe Durst. Gibst du mir ein bisschen Wasser?» Und sie hat ihm ganz freundlich einen Becher Wasser gegeben. Wo der Eliezer getrunken hat, hat sie gesagt, «Ich tue noch ein bisschen mehr Wasser schöpfen. Deine Kamele haben sicher auch Durst.» Eliezer, sein Herz ist fast verplatzt. Hoffentlich ist sie eine aus den Sippen vom Abraham. Ganz aufgeregt hat er sie gefragt. «Wer bist du?» «Ich bin die Rebekka, Tochter von Betuel», hat das Mädchen gesagt. «Dein Vater Betuel ist ein Verwandter von meinem Chef», hat der Eliezer ganz erfreut gesagt. «Meinst du, es hätte Platz im Haus von deinem Vater für mich und für meine Tiere?» «Ich glaube schon», hat Rebekka zur Antwort gegeben. Der Eliezer war froh. Er hat alle Geschenke aus dem Reisegepäck geholt und hat ihr einen goldenen Ring und 2 Armspangen gegeben. Die Rebekka ist schnell heimgerannt und hat daheim berichtet, was sie da am Brunnen erlebt hat. Ihre Brüder, der Laban, ist ans Stadttor gekommen und hat den fremden Mann begrüßt und willkommen geheissen. So wie es Brauch war, hat es dann ein festliches Nachtessen gegeben. Der Eliezer war schaurig aufgeregt. Er konnte kaum essen. «Bevor ich essen kann, muss ich euch sagen, warum ich da bin», hat der Eliezer gesagt. Und dann hat er erzählt, dass er ein Knecht sei vom Abraham und gekommen sei, eine Frau zu suchen für den Isaak, am Abraham sein Sohn. «Dann bist du also der Knecht von meinem Onkel Abraham», hat der Betuel gesagt. Der Eliezer hat auch noch erzählt, wie er versucht hat herauszufinden, wer die richtige Brut wäre für den Isaak. Und er hat erzählt, wie die Rebekka ihm begegnet ist am Brunnen. Da haben alle geglaubt, dass es der Wille von Gott sei, dass die Rebekka die Frau werde vom Isaak. «Bleib doch noch ein bisschen da», haben die Eltern von der Rebekka gesagt. Aber der Eliezer hat am anderen Tag gerade wieder aufbrechen. Da hat der Vater die Rebekka gerufen. Sie hat selber entscheiden, ob sie mitgehen mit dem Knecht. «Ja, ich will mitgehen», hat sie gesagt. Da haben ihre Eltern ihr den Segen gegeben. Und Rebekka ist mit dem Eliezer aufgebrochen. Der Isaak ist gerade vom Feld zurückgekommen, wo der Eliezer mit der Rebekka gekommen ist. «Was ist das für ein Mann, der uns da entgegenkommt?» fragt Rebekka. «Das ist der Isaak», sagt der Eliezer. Da hat Rebekka ihren Schleier genommen und hat damit das Gesicht verdeckt. Der Eliezer hat dem Isaak alles erzählt. Da hat der Isaak die Rebekka an die Hand genommen und sie ins Zelt von seiner verstorbenen Mutter Sarah geführt. Gleich darauf haben der Isaak und die Rebekka geheiratet.